Im Karneval beliebt, bekannt, ist der Tuppes, der vom Land. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit Phil Kölsch und Klav, Fastelavond, Liv Mätscher und Kölle. Mir Kölsche Danze Osterei. Ein Motto, das so glaub ich fast wie die Faust aufs Auge passt. Mit Obrigkeiten han mir nix am Hut. De Hauptsach is et. Ma singen oft vom Meyers Kätsche, Blutwurst, Kölsch und wenn ma an der Playa stonn, ich möcht so Fuß. Oft liegt man uns damit in den Ohren. Wir hätten den Realitätssinn verloren. Die Antwort darauf ist leider sehr platt. Nen Realitätssinn han mir nie gehabt. Drum schwören wir auf Stein und Bein, wir haben den weltbesten Fußballverein. Auch wenn der grad nicht so gut spielt und Richtung zweite Liga schielt, ich glaub, die machen das absichtlich, weil die Aufstiegsfeiern sind immer so geil. Ist die erste Liga vielleicht auch zerronnen? Das Derby gegen Gladbach, das haben wir gewonnen. Ja, jetzt gibt es auch noch tatsächlich in echt seit Neuestem das dritte Geschlecht. Teilten sie jetzt in den Nachrichten mit, wo man sich sieht, also wadet all jit. Bislang kannten wir Mann und Frau und jetzt neu die Rubrik, weiß nicht genau. Wenn man demnächst zum Klo mal geht, da ein riesengroßer Hinweis steht. Wie bei der Sendung 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, 3 Felder sind. Und ob ihr wirklich richtig steht, erfahrt ihr, wenn das nicht angeht. Ihr guckt auch viel Kinderfernsehen, kann das sein? Doch eines ist und bleibt gewiss, egal wie das Geschlecht auch ist, auch hier gilt unser kölsches Gebot, de Hauptsach ist, et hetz ist jod. Bei der Fußball-WM, was viele erheitert, wurde der Teilnehmerkreis großzügig. Da spielen 48 Mannschaften nun. Mehr konnte die FIFA für Holland nicht tun. Und jetzt sind auch noch, mich packt der Graus, sogar die Italiener raus. Hör mal, ich fahr in eine Pizzeria nach Amsterdam und guck mir da ein Deutschlandspiel an. Bei Aldi und Lidl ist auch viel passiert. Die haben die Filialen jetzt modernisiert. Ja, die wollten etwas schicker haben und leuchten ihre Kartons jetzt an. Unser Bioladen hat gleich reagiert und Glühwürmchen zwischen den Gurken platziert.
Ja, der hat jetzt neben Vollkornbrot veganes Shampoo auch im Angebot. Da frage ich mich, wo liegt der Sinn? Gibt's auch eins mit Schnitzel drin? Meine Frau ist Veganer, das ist ein Malheur. Die futtert mir ständig das Vogelhaus leer. Aber könnt ihr euch merken und gut kombinieren, wenn Veganer mal demonstrieren, auf die Straße gehen und regen sich auf, das nennt sich dann Gemüseauflauf. Ja. Hör mal, letztens ist mir der Kragen geplatzt bei so kleinen Tütchen mit Badezusatz. Die gibt es nämlich genau in der Art, auch mit Sahnedressing für den Salat. Und so hat mein Salat vor ein paar Wochen sehr intensiv nach Flieder gerochen. Das war nicht so schlimm, das ging noch so weit. Nur nach dem romantischen Schaumbad zu zweit, da rochen meine Frau und ich ganz apart nach Kräuterdressing Sylter Art. Da war es mit der Romantik vorbei, aber Nachbarskatze spitz auf uns zwei. Ja. Ich bin stolz und froh, wenn ich euch sage, ich bin ein Kind der 70er. Und damit liege ich voll im Trend. Ich bin das, was man Middle-Ager heute nennt. Das Komische an dem Alter ist halt, du bist nicht mehr ganz frisch, aber auch noch nicht alt. Vom Rollator zwar noch ganz weit weg, auf Elektrofahrräder aber schon jeck. Beim Sex ging's früher auf und nieder. Heute sieht man sich, oh nee, schon wieder. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr beim Klassentreffen von mir war. Mein Schwarm von damals, grau meliert. Und ich denk noch, was ist da passiert? Geh auf sie zu und steh grad vor ihr. Seht die doch glatt, Tag, Herr Lehrer, zu mir. Nur meine Generation, so bilde ich mir ein, die muss was ganz Besonderes sein. Sie ist nämlich die letzte gewiss, die ohne Handy aufgewachsen ist. Mach heute mal einem Teenager klar, was eine Telefonzelle früher mal war. Ja, da kannst du doch nur sagen dann, das war ein Smartphone, wo man reingehen kann. In der Zeitung stand jetzt, Teenager hätten als Hobbys nur noch chillen und wenn man da nicht die Evolution aufhält, kommen Babys demnächst mit Smartphone zur Welt und werden höchstwahrscheinlich dann statt einer Nabelschnur ein USB-Kabel haben. Und ist der Pampers voll, dann wird gesagt, das Baby hat einen Download gemacht. Ja. Wenn man dem Jugendlichen von heute erklärt, ich habe mich früher von Sunkist und Reider ernährt,
und machst dem dann noch in einem Nebensatz klar, dass Telefonieren ab 18 Uhr günstiger war und das Bilderstöckchen ganz gewiss ein Stadtteil von Köln und kein Selfie-Stab ist, ja, dann gucken die dich an und sind völlig benommen, so als wärst du gerade mit dem UFO gekommen. Da saß man sonntags nachmittags immer mit dem Kassettenrekorder bei sich im Zimmer, wenn auf Südwestfunk Elmar Hörig kam und man selbst die neuesten Hits aufnahm. Da lief gerade der neueste Hit von Nena, kam ein Reiseruf für Frau Mechthild aus Jena. Das ist so in mein Gehirn eingedrungen. Ich habe den Reiseruf nachher mitgesungen. Ob Ferienspaß und Dalli-Klick, et war ein super geile. So sieht das aus. Weißt du, damals war auch noch jedermann klar, was echter Fastelavend war. Toni Geller, der Mann von der Blauen Partei, et Kolonia-Duett mit dem Zimmermanns, wenn et Butterblömsche spielte verrückt und der bergische Landbote Ferdi Hück mir ein Tränchen in de Augen trieb, wenn er so herrlich meine Heimat beschrieb, mit wenn bei uns der Chor der Landfrauen singt und die Kuh im Stall ihr Euter schwingt und wenn dann noch der Hahn kräht auf dem Mist, dann weißt du, dass du im Bergischen bist. Ihr kennt's noch. Und was kund ma Spaß und Freud noch han, mit Karl-Heinz Jansen, Tröte-Mann und meinem großen Idol, deshalb hier zum Schluss, dem Hachenbergs Hans, der genialen Doofnuss. Die vergisst man in 100 Jahren nicht, genau wie von ihm dieses kleine Gedicht. Mein Vater war ein Wandersmann und fast nie zu Hause. Doch kam er einmal dann und wann, wuchs die Familie ohne Pause. So kamen langsam nach der Reihe 5 Mädchen bei uns bei, die alle sich sehr ähnlich waren, mit langen schwarzen Haaren. Nur ich als 6. Stropp, ich war ne fussige Strubbelkopf. Da konnt ich schon nicht für. Doch komm ich dem Papp verdächtig für. Er sagt so, Mam, ich will nicht klaren, doch musstet mir jetzt endlich sagen. Ich mache keinen Vorwurf dir. Aber sagt dat Füsschen, ist dat von mir? De Mam war baff, als er das fragte und vorwurfsvoll sie zu ihm sagte, ich schwören dir, treu ob min ihr, grad dat Füsschen, dat ist von dir. Hey. Und wer sich jetzt fragt, wieso ich das verzelle, dem möchte ich gern sagen, das war für mich Kölle. Und obendrein in jenem Fall der Inbegriff von lass wir uns davon ein Rohstück bewahren, denn eines muss man ganz klar sagen, Fastelavend ist mehr als nur in der Presse zu lesen über Sauf- und Pinkelexzesse. Remi, Demi und Krawall sind nicht Kölner Karneval.
Und wenn wir das begreifen bei unserem Rhein, wird der Ostermannswilli stolz auf uns sein. Es ist schöner, Menschen schunkeln zu sehen, als sich feindlich gegenüberzustehen. Weshalb mir der Karneval auch gut gefällt, als schönste Friedensbewegung der Welt. Ich hoffe, ihr konntet Frohsinn tanken und möchte mich herzlich bei euch bedanken, weil ein Redner, der ist nur so gut wie so ein fantastisches Publikum, was ihm zuhören tut. Haut auf die Drum und seid niemals brav. Feiert das Leben und Kölle. Allah, Dankeschön, euer Tuppes. Für diese gelungene Reimrede. Lieber Tuppes, komm ruhig einmal zu mir. Du bekommst natürlich noch den Festkomitee-Orden. Geht das? Danke. Und wir rufen aus, auf der Tuppes vom Land, Jörg Runge, ein dreifaches Kölle. Tuppes, ZDF. Herzlichen Dank.